Der Petersberg mit seinem Kircherl ist eine Besonderheit von Flinsbach am Inn. Wie auch das Volkstheater oder die Faschingstradition. Und dann gibt's noch Bernhard Obermeier und seinen Sohn Simon. Beide sind Uhrmacher und arbeiten gemeinsam in der Werkstatt, die Bernhard im Jahr 2001 gegründet hat. In der Hauptsache reparieren sie hier Armbanduhren, aber auch größere Zeitmesser. Zwischendurch werden die Kunden aus der ganzen Region auch einmal persönlich bedient und die oft schwierigen Eingriffe erklärt. Eigentlich ist es ja keine Hexerei. Es sind ein paar Zahnradl, 2 Platinen, dann eine Feder oder eine Kücht. Und so eine Uhr funktioniert dann, wenn man es schön herrichtet, vielleicht 20 Jahre ohne Reparatur. Waffenmaschinen gibt es, die 20 Jahre lang ohne dass man irgendwas eigentlich reparieren muss, richten muss, 24 Stunden jeden Tag durchlaufen kann. Damit auch das kleinste Teilchen wieder passt, sind höchste Konzentration und Sitzfleisch gefragt. Simon sitzt gern tiefer, weil er damit alles auf Augenhöhe hat. Ich glaube, dass es gar nicht so eine schlechte Haltung ist, weil man doch aufrecht da hockt. Viel schlechter war gleich, wenn man herhocken und dann noch so buckeln darf. Man hat einfach das auf seiner Kinnhöhe, so ungefähr. Und wenn wir halt so eine Reparatur von einer Burgunderuhr haben, das dauert dann meistens länger, nicht mehrere Stunden. Und darum haben wir herum die Werkstatt, dass man halt in Ruhe, ohne den ganzen Kundenbetrieb, wo es das nicht so zugeht, dass man halt das da in Ruhe machen kann. Sie sind bis jetzt noch jeder Uhr Herr geworden, sagen sie. Besonders die alten Stücke haben es ihnen angetan. Bernhard, dessen Brüder Zimmerer und Schlosser sind, hat beruflich schon früh seinen eigenen Weg gefunden. Ich war ein junger Bursch, 11 Jahre. Dann ist die Kirche renoviert worden, ist eingeweiht worden und genau an dem Tag hat mich irgendwer gefragt, magst du raufgehen mit zum Leiten? Dann habe ich ja gesagt, dann können wir rauf. Und ich sehe die alte Turmuhr, die ist damals auch nicht gelaufen, aber sie war noch einigermaßen in Betrieb. Und das hat mich fasziniert. Und von daher ist eigentlich mein Wunsch entstanden, dass ich Uhrmacher wäre. Aufgezogen haben wir es da mit der Kurve. Dieses Uhrwerk ist ein Museumsstück. Die Turmuhr läuft längst elektronisch. Bernhard hat inzwischen seine eigene Werkstatt, in der auch seine Frau beim Verkauf und eine weitere Uhrmacherin mitarbeiten. Und dann war es halt so, dass ich eine Lehrstelle gekriegt habe in Bruckmühl. Und ja, da habe ich dann 3 Jahre gelernt. Dann habe ich noch mal 10 Jahre zu Rösenheim gearbeitet als Uhrmacher. Dann habe ich noch ein paar Jahre in Waudorf gearbeitet als Uhrmacher. Und irgendwann habe ich dann, wie ich 40 Jahre alt war, meine Meisterprüfung gemacht. Ziemlich spät. Und danach habe ich dann das Glück gehabt, dass da der Lohn zum Kaufen war, dass meine ganze Familie dahinter gestanden ist. Und so hat das geklappt. Eigentlich ist das ein Privileg, was man hat. Man arbeitet daheim, man versteht sich gut, man ist eine Familie beieinander. Es gibt eigentlich nichts Schönes, wenn man das Beruf mit der Familie und das alles verbinden kann eigentlich. Und da gehört in Flinsbach noch was dazu. Jetzt gehen wir noch ins Theaterhaus zum Malen, weil wir da die Bühne malen, der Chef und ich. Beim Volkstheaterverein haben Simon und sein Vater schon jahrzehntelang tragende Rollen. Hier haben sie den Ausgleich zur akribischen Tüftelarbeit an den Uhren, stärken die Ortsgemeinschaft und treten in den unterschiedlichsten Stücken auf. Von den 3000 Flinsbachern sind übrigens um die 150 beim Verein vom Volkstheater, das schon 1675 erstmals erwähnt wurde. Reden wir noch ein Jahr wieder über die Sache, da werden wir noch einen Mord zu den Gründen stehen sehen. Und dann ist mein Bruder seine Sache einfach kaputt und verbaut, grenzt er direkt an die Gregoriwiesen. Der wird's schon wissen. Bei der Musikkapelle Flinsbach bläst Simon die Tuba und sein Vater die Klarinette.
Der fällt übrigens schon in einem BR-Film von 1984 auf, mit der schönsten Armbanduhr. Zu dieser Zeit gab es noch viele Uhrmacher. Heute gehören Bernhard und sein Sohn zu den letzten der Region. Ihre Kunden kommen nicht nur mit defekten Uhren, sie wissen, dass hier auch Sonderwünsche erfüllt werden. Das war jetzt eher eine Goldschmiedarbeit. Das wäre ein Hutabzeichen. Musikkapelle in Filmspach hat mich da gefragt, ob ich sowas machen kann. Ja, für einen frisch gebackenen Ehrenvorstand machen wir halt auch hin und wieder nicht bloß Uhren, sondern auch mal ein bisschen was anderes. Unser Schullehrer hat gesagt, und das hat der Vorgänger auch schon gesagt, Uhrmacher wird man nicht mit dem Geldbeutel, sondern mit dem Herzen. Die Herzen der Obermeiers schlagen für ihre Uhren und für Flinsbach.